Dankeschön. Hey, das ist, ich finde immer wieder ein besonderer Moment, wenn wir als Kirche so Kindersegnungen haben. Heute Abend eine Taufe nochmal. Das ist wirklich für mich eines der bewegendsten Momente. Die nächste Generation hier vorne zu sehen an so kleinen Knöpfen. Und wir als ganze Kirche stehen auf und segnen sie und beten wirklich Positives über diese Generation und beten für Gottes Schutz und beten, dass Gott sich in ihrem Leben manifestiert. Und dann später heute Abend Taufe zu feiern, wo Menschen dann sagen, hey, sie möchten wirklich dem Jesus nachfolgen. Ich finde, das ist eine der größten Sachen, wo wir als Kirche miteinander erleben dürfen. Und ich bin so stolz auf diese Familien, in unserer Zeit Kinder großzuziehen, auf die Großeltern, die mithelfen und so weiter. Das ist wirklich ein wunderbarer Moment. Wenn ich so Kinder manchmal zuschaue, ich habe selbst so ein paar Enkel, habe ich manchmal den Eindruck, das Schönste, das Allerschönste ist, wenn sie irgendwie was gebaut haben, was hinterher kaputt machen können. Einfach umschmeißen und so weiter. Und mit einer Inbrunst und Freudigkeit dann irgendwo Sachen kaputt gehen und so weiter. Und ich stehe manchmal daneben und schüttel den Kopf und denke mir, ja, es ist vielleicht schon noch lustig. Letzte Woche war ich in Lörrach und wir können in Lörrach noch Gottesdienste physisch feiern. Und da waren auch ein paar Kinder im Kinderraum drin. Und da stand unter anderem dieser Turm hier. Grandioser Turm. Und ich komme so um die Ecke in diesen Kinderraum und sehe so ein paar Kinder am Rumspielen und am Rumwirbeln wie die Wilden und sie sehen den Turm. Und das Tollste, was dann passierte, 2, 3 Burben und der Maid, die stürmen auf den Turm und machen ihn kaputt. Ein Geschrei, eine Freude, alle springen umher, einer stürzt sich da hinein, die Nächsten schmeißen sie noch um und denken, wow, das muss ich auch mal machen. Und deswegen habe ich gedacht, wir bauen heute einen auf. Ich springe nicht rein. Aber wirklich manchmal habe ich das Gefühl, das kaputt machen macht enorm viel Spaß. Das ist der Moment, wo ich darauf gewartet habe. Das ist wirklich, das macht Spaß. Ja? Man hat einfach mal abreagiert, das ist gut. Kaputt machen kann wirklich Spaß machen und manchmal hilft das sogar zum Abreagieren. Leute, ihr das nicht glauben. Vielleicht müsst ihr mehr mit euren Kindern sowas aufbauen und dann kaputt machen und sagen, wow, das ist toll. Weil es gibt tatsächlich heutzutage Wuträume. Es geht heute nämlich um Wut. Eine Emotion, wo Jesus tatsächlich auch hatte. Aber es geht um Wut. Heutzutage gibt es Wuträume. In mehreren Städten kannst du das mieten. Und das ist eine extrem tolle Angelegenheit. Man kann oder soll damit seine angestaute Aggression loswerden. Du kannst das mieten, es gibt Deluxe-Räume, ich habe da einen extra abfotografiert für euch. Ab 209 € kannst du den mieten, das ist ein Crash Room Deluxe. Weil Deluxe heißt, du kriegst einen Fernseher dabei, es gibt Möbelstücke, Minimum 6 Stück, Geschirr ist vorbereitet, Minimum 15 Stück, Deko und so weiter und so fort. Das gibt es auch als Büroversion. Wer das nicht glaubt, es gibt es wirklich. Büroversion ist, die Deluxe-Version ist, du hast mehrere Computer und Bildschirme und einen Drucker, so einen alten, fetten Drucker. Ein Drucker ist ganz wichtig. Und du kannst Videos anschauen, ich wollte noch eins mitbringen, aber ich denke, komm, ich erspare euch das. Es ist fantastisch, wie Leute da, du darfst dann vorher so eine Gerätschaft aussuchen, entweder einen Baseballschläger, eine Axt, einen Hammer, einen Spaten, irgendwas darfst du raussuchen und dann gehst du da rein mit Schutzmaske, Brille und so weiter. Und dann toben sich Leute aus. Die werden vorher gefilmt und nachher. Und alle stehen nachher, so stehen sie umher, entspannt irgendwo. Und das soll anscheinend helfen, Aggressionen abzubauen. Also wer das noch nicht gemacht hat, mietet euch für 209 € Wohnzimmer Deluxe. Wem das zu teuer ist, der kann auch eine Tortenschlacht machen. Das gibt es auch. Du musst nichts kaputt machen, du gehst mit ein paar Freunden hin und machst eine wahllose Tortenschlacht mit also nicht essbarem Zeug, aber du schmeißt dich voll mit Zeugs und hinterher soll man sich wohler fühlen. Okay. Wut. Wut ist eine Emotion, die sehr heftig ist. Und wer wütend ist, der handelt manchmal ohne groß nachzudenken und dann häufig auch sehr aggressiv. Der eine, der schreit rum mit einer knallroten Birne, der andere boxt mit Wut irgendwo in den Kissen oder macht so Türme kaputt und
dann kann sich da abreagieren und der Nächste feuert irgendwas durch die Wohnung oder durchs Zimmer, Peng, Schepper, Klirre und so weiter. Kinder können das wie Erwachsene. Auch Kinder haben manchmal so ein wütendes Outfit, so ein Gesicht, ich habe da so ein paar mitgemacht, man sieht es ihnen an. Wut, es gibt ganze Studien darüber, über Wut, wie weit sich die Augenwinkel nach unten und der Mundwinkel nach unten ziehen, damit man dann wirklich ein wütendes Gesicht macht. Und Kinder können das muss man ihnen nicht beibringen. Also die Kinder, wo wir gerade gesehen haben, ihr werdet Eltern, ihr werdet das sehen. Ja, auch deins, Bruce. Auch deins, sagt er. Das lateinische Wort für Wut ist Furor. Und Furor heißt ähnlich wie Raserei, Wahnsinn, aber das hat auch was mit Leidenschaft zu tun. Das Wort wird auch in diesem Kontext gebraucht. Kaputt machen, haben wir gerade gesehen, geht relativ schnell. Aufbauen, so ein Turm braucht Zeit. Braucht manchmal Fingerspitzengefühl, braucht Geduld für einen Turm, für irgendwelche Kartenhäuser, für ein Haus, für eine Beziehung oder Vertrauen oder Demokratie. Und wie schnell Vertrauen manchmal kaputt geht, ich denke, haben fast alle von uns irgendwie mal erlebt. Sei es in der Liebe, in Beziehungen, im Beruf, Nachbarschaft oder in der Familie. Und wie schnell manchmal sogar politisches Vertrauen kaputt gehen kann und einer Demokratie sogar schadet, erleben wir momentan auch. Lügen, Verleumdungen, Falschmeldungen, Unsicherheit. All die Dinge werden irgendwo gestreut, um vielleicht Einfluss zu erhalten oder zu bekommen, Macht zu erhalten oder weiterzukriegen oder größer zu machen. Ich habe in den letzten Wochen mehrmals das Gefühl gehabt, am liebsten würde ich diese Geister, die das verbreiten, eine Sprecherin von dem Wort zur Sonntag im deutschen Fernsehen, die nannte das neulich mal, diese Geister, eine satanische Kreativität. Am liebsten würde ich sie manchmal schütteln, diese satanische Kreativität, durchschütteln. Aber eben, wer auf andere zeigt, der zeigt ja im Kern auch auf sich selbst. Mit einem Finger zeigst du auf anderen, aber 3 zeigen auf sich selbst. Und ich zeige ja gerade auf andere, aber ich zeige damit auch auf uns selbst. Ich glaube, wir alle haben alles in uns. Und scheinbar sogar von klein auf. Wir haben zerstörerische Kräfte in uns und wir haben auch aufbauende Kräfte in unserem Leben drin. Wir haben beides. Und beides, glaube ich, gehört zu uns Menschen. Klar, ich weiß, bei den Schweizern ist das zerstörerische Element weniger ausgeprägt als bei den Deutschen. Schweizer sind per se deeskalierend höflich und von daher, das hätte Deutsche nicht so ungefähr. Aber wir haben wirklich alles in uns, alles, beide Kräfte. Und es mag vielleicht eigenartig klingen, ich glaube sogar, wir brauchen beide Kräfte in unserem Leben. Weil manchmal muss man was kaputt machen, zum Beispiel einsturzgefährdete Häuser. Oder auch verhängnisvolle Beziehungen. Oder bösartige Tumore. Müssen kaputt gemacht werden, weil dadurch wieder Platz und Raum gibt für gesund werden. Weil dann Raum entsteht für Neues, Besseres, Gesünderes, wo aufwachsen kann und sich entwickeln kann in unserem Leben. Look, die entscheidende Frage ist, wes Geisteskind sind wir? Wes Geisteskind bist du und wes Geisteskind bin ich? Weil ärgerlich und wütend, ich glaube, das wären wir ohne weiteres mal und drücken das dann unterschiedlich aus. Und das glaube ich auch noch niemals per se falsch. Wenn einer fragt, ja, ist wütend sein denn Sünde? Dann würde ich sagen, nein. Der Paulus schreibt mal im Epheser 4, wenn ihr zornig oder wütend seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Paulus erklärt, look, Zorn, Wut, das gehört zu unserem Leben. Aber das muss nicht automatisch Sünde werden. Das muss es nicht. Und er erklärt das hier wie eine sehr einfache Sache. Bevor die Sonne untergeht, bevor der Tag zu Ende ist, leg ihn ab. Geh nicht damit ins Bett. Ansonsten kann wirklich der Teufel Raum kriegen in deinem Leben. Die zerstörerische Macht des Satan kann Raum kriegen in deinem Leben. Die lebensfeindliche Macht kriegt Raum in deinem Leben. Wie ein Beispiel, wenn du deine Wohnung abends
deine Wohnungstür nach draußen oder deine Haustür nach draußen, nur anlehnst, nicht abschließt, nur anlehnst, aber du weißt, in der ganzen Nachbarschaft ist in den letzten Tagen eingebrochen worden, dann musst du dich nicht wundern, wenn in der Nacht oder irgendwann in deiner Wohnung, in deinem Haus auch ein Einbrecher drinsteht, weil du hast die Tür nicht abgeschlossen. Und der Paulus sagt, look, leg den Zorn ab, mach die Tür zu. Und das hilft enorm. Klär das vorm Sonnenuntergang. Es ist eine simple Regel, ziemlich einfach an sich und doch wird sie häufig nicht angewandt bei Ehestreitigkeiten, bei Familienstreit, in der Kindererziehung, unter Freunden im Büro. An sich simpel, der Tag geht zu Ende, klär es vorher. Telefonier, ruf an, melde dich darin, lass uns zusammensitzen. Wir klären das vor Sonnenuntergang, bevor du ins Bett gehst. Extrem hilfreich. Eine Geschichte über Wut und Zorn im Neuen Testament, wo Jesus wütend und zornig geschildert wird, finde ich sehr eindrücklich und ich glaube, sie kann uns echt helfen, unseren Zorn, unseren Wut, wo momentan in unserer ganzen Phase von der Gesellschaft da und dort richtig aufpoppt, ich glaube, wir können wirklich was daraus lernen aus der Geschichte, wie Jesus mit seinem Zorn und Wut umgeht und was ihn denn so wütend macht. Das ist eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus hat sie aufgeschrieben in Kapitel 21 und wir lesen sie mal miteinander. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort vom Gebet sein. Ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Look, der Kontext von der Geschichte ist noch relativ wichtig. Die Geschichte spielt eine Woche vor dem Tod von Jesus. Das ist Passafest, steht bevor und normalerweise, der Geschichtsschreiber Josephus, der hat so erklärt, gesagt, look, normalerweise in der Region Jerusalem wohnten ungefähr 40.000 Menschen. Zum Passafest kam fast eine 250.000 Menschen aus dem ganzen Römischen Reich. Überall strömten Menschen her. Es war wirklich was los. Also die Stadt war proppevoll. In der Zeit findet die Geschichte statt. Und dann tritt Jesus auf und dann wird Jesus auf einmal als wütender, rasender Jesus geschildert, der auf einmal Sachen umschmeißt. Und normalerweise Jesus wird so mit Attributen verbunden wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, einen in den Arm nehmen, Kinder auf den Schoß nehmen. Also der klassische Jesus wäre gut in der Kindersegnung, super. Und dann wird eine Geschichte erzählt hier von Jesus, der auf einmal wütend wird. Ich glaube, die wenigsten Schreiber würden sagen, yes, jetzt ist bei Jesus, yes, jetzt ist Jesus wirklich mal wütend, das ist richtig. Heute, und das ist auch nicht mein Ziel, mit der Predigt, dass du heute nach Hause gehst oder morgen ins Büro gehst und dann zu dem Kollegen hingehst und sagst mal, look, so, da scheint dein Bürotisch, merk dir mal, so geht's nicht mit mir, hä? So kannst du nicht mit mir umgehen. Oder nach einer Frau zu deinem Ehepartner hingehst und den Tisch rumschmeißt und sagst, du kritisierst meine Fahrweise nicht mehr so, hä? Das macht man jetzt nicht mehr so, das hasse ich jetzt davon. Es geht nicht um das, es geht wirklich nicht darum, dass du deine Wut irgendwo so und so hinterher auslebst. Aber Jesus ist wütend. Wie können wir wütend werden wie Jesus? Das Erste, was auffällt, Jesus ist nicht wütend gewesen, weil die Leute ihm was angetan haben, sondern Jesus wurde wütend, wenn andere Menschen ungerecht behandelt wurden. Das ist das Erste, was man in der Geschichte lernen kann. Jesus wurde wütend, wenn andere Menschen ungerecht behandelt wurden. Und es ist interessant, wie häufig Jesus schlecht behandelt worden ist. Wirklich schlecht behandelt worden ist. Eine Woche später wird Jesus geschlagen, er wird gespuckt, er kriegt so eine Dornenkrone auf. Wochen vorher ist Jesus verfolgt worden, man wollte ihn umbringen, man wollte von einer Klippe runterschmeißen, man hat mit ihm diskutiert, das Übelste nachgesagt. In all den Geschichten findest du keinen einzigen Satz darüber, dass Jesus darüber wütend geworden ist. Interessant, Jesus wurde nicht wütend, wenn er selbst angegriffen wurde. Ich glaube, wütend werden, wenn man selbst angegriffen ist, wenn man verletzt ist, das kennen wir. Irgendwo fühlt man sich ungerecht behandelt, abschätzend behandelt, wird irgendwas nachgesagt, an den Kopf geschmissen und dann schlägt man zurück. Man wird wütend.
weil man so behandelt worden ist. Momentan kannst du das in den sozialen Netzwerken Woche für Woche, Tag für Tag mitbekommen, wie es eskaliert manche Diskussionen. Und wo hinterher Leute beschimpft werden mit Wörtern, ich habe es schon mal erwähnt, wo einfach, Gott's noch. Das kennen wir. Wir werden wütend, wenn man beschimpft wird, übel nachgeredet wird, verleumdet wird oder uns Sachen unterstellt werden, die einem gar nicht stimmen. Und klar zu sagen, Leute, wenn man verletzt ist, das tut weh. Um es klar zu sagen, wenn man irgendwo betrogen wird, das tut weh. Um es klar zu sagen, wenn einer verleumdet wird, das tut weh. Und Vergebung ist definitiv nicht immer einfach. Nicht bei einer Scheidung, nicht bei einer üblen Nachrede und auch nicht bei Unterstellung. Aber wenn wir die Geschichte hier, diese spezielle Geschichte von Jesus anschauen, eben dann war Jesus nicht wütend wegen den Dingen, die ihm angetan wurden, sondern er war wütend, was anderen Menschen angetan wurde und sie wurden schlecht behandelt. Es ist die Rede von Geldwechslern in der Geschichte. Geldwechsler, die waren in den Tempelbezirk, hatten ihre Tische aufgebaut und so weiter. Und die Idee von den Geldwechslern war ja, dass wenn zum Passafest ganz viele Menschen nach Jerusalem einzogen, dann hatten die eine fremde Währung. Wir kennen das von früher noch in Europa, vielleicht nach Italien, Lire, in Frankreich, genau, Franc, genau, was haben wir da noch? D-Mark, niederländische Gulden und so weiter und so fort. Und heute fährst du mit dem wertlosen Euro umher und kannst dann in der Schweiz teuer einkaufen. Aber das ist die Situation. Leute kommen mit unterschiedlichen Währungen nach Jerusalem und wollen ein Opfer bringen, wollen eine Tempelsteuer bezahlen. Aber das einzige im Tempel akzeptierte Währung war die tyrische Doppeldrachme. Das war nur akzeptiert. Und deswegen mussten Leute ihr Geld, was sie mitgebracht hatten, wechseln, um dann Opfertiere zu kaufen und eine Tempelsteuer zu entrichten. Erst dann war das Ganze möglich. Ihr kennt das, wenn du in irgendein Ausland fährst und du musst dann Geld wechseln, häufig kriegst du dann irgendwie noch so eine fette Bearbeitungsgebühr obendrauf auf dem Wechselkurs und weißt dann, das ist so mühsam. Und da verlierst du immer wieder Geld. Und genau das passiert da. Genau das passiert. Und das war Jesus ein Dorn im Auge. Da kommen Leute von ganz weit angereist, mit ihrem letzten Ersparten und wollen jetzt da Opfer bringen und eine Tempelsteuer entrichten. Und dann müssen sie noch eine Bearbeitungsgebühr auf den Wechselsachen bezahlen, weil eben nur die tyrische Doppeldrachme erlaubt war. Und Jesus kritisiert das und schmeißt den Tisch einfach umher. Und das Gleiche mit den Taubenverkäufern, wo auch hier drin erwähnt werden. Der Taubenverkäufer und die Priesterschaft, die Angestellten damals in dem Bereich vom Tempel, die machten ein bisschen gemeinsame Sache. Es waren Opfertiere, wurden gebraucht und Tauben waren die Opfertiere von den armen Leuten. Das war das Günstigste, was du opfern konntest. Aus dem Alten Testament vorgeschrieben, das war wirklich das Billigste. Aber es waren nur reine, makellose Tiere erlaubt. Und die Händler, die hatten dann so spezielle Konzessionen. Und dann, wenn Leute mit Tauben kamen, die außerhalb vom Tempelbezirk, in den Tempelbezirk reingebracht wurden, dann wurden die sehr häufig wieder zurückgewiesen, weil die waren nicht makellos. Du musstest dann sozusagen eine Taube innen drin kaufen. Und dann passierte genau das, was wir alle auch kennen, wenn du irgendwo ein Bier oder eine Cola oder sonst irgendwo kaufst am Straßenrand oder irgendeinen kleinen Lädeli im Kiosk, dann kostet das so und so viel. Und dann gehst du auf ein Fest, auf ein Event, auf ein Konzert und kaufst die gleiche Cola für 35 Franken, die vorher 5 Franken gekostet hat. Du denkst immer, spinnen die? Aber du kriegst nichts anderes. Die kostet einfach so viel auf dem Festival, bei dem Konzert, bei der Veranstaltung. Kostet das einfach überteuert viel. Genau das passiert hier. Manche Ausleger haben das so zurückgerechnet und gesagt, 2 Tauben außerhalb vom Tempelbezirk kosteten umgerechnet ungefähr 5 Rappen. Außerhalb vom Tempelbezirk. Makellose Tauben. Innerhalb vom Tempelbezirk kosteten diese beiden Tauben umgerechnet circa 75 Rappen. Vorher 5 und dann 75. Nochmal, das war das Opfertier der armen Leute. Die wurden abgezockt. Und Jesus kritisiert das. Er sagt, die Ärmsten, denen wird jetzt noch was weggenommen. Und schmeißt die Tische um und wird wütend.
Wütend, weil Menschen benachteiligt worden sind, nicht weil er angegriffen worden ist. Das Zweite ist, wenn Jesus wütend wurde, dann stieß er Tische um und nicht Menschen. Das ist ein wichtiges Detail in der Geschichte. Jesus hat keinen einzigen Menschen umgeschmissen. Er hat auch keinem einzigen einen die Faust in die Fresse gehauen, sondern Jesus hat Tische umgeschmissen. Tische. Das ist ein wichtiges Detail. Warum? Weil es lag auf dem Tisch, dass hier die Geschäftemacherei immer diejenigen verletzte, die nicht die Mittel hatten, in den Tempel zu gehen und dann anzubeten, der Armen. Und Jesus dreht den Spieß rum, tut die Tische umherschmeißen und hat damit an sich ein System umgeschmissen. Ein System, wo besonders die benachteiligten Leute damals darunter litten. Ein System, wo die Ungerechtigkeit aufrechterhielt. Leute, zornig zu sein, ohne zu sündigen, bedeutet, wir schmeißen Tische um, aber nicht Menschen. Man kann wütend sein, aber wenn wir wütend sind und nicht sündigen wollen, dann schmeißen wir Tische um und nicht Menschen. Dann drehen wir die von links, aber nicht wahr. Leute, es ist so schnell, dass man sich eine eigene Meinung, gerade in Phasen, wo wir momentan drin sind, seine eigene Meinung so als die wahre und richtige Meinung sieht und so auch verkauft. Ich habe das mehrmals schon in einer Predigt erwähnt, wie Leute mir gesagt haben, Ralf, wie kannst du an sich nur zulassen? Wie kannst du zulassen in unserer Kirche, in Basel, in Basel-Land und in Lörrach, wie kannst du zulassen, dass wir Masken tragen? Wie kannst du das zulassen, dass wir nicht singen sollten und sich 5-mal die Hände desinfizieren und die Glatze desinfizieren sollen? Wie kannst du das zulassen? Das ist schon fast Götzendienst. Ich habe das jetzt fast wörtlich wiedergegeben, was mir gesagt worden ist. Wie kannst du sowas zulassen? Das ist doch wirklich, das geht doch nicht. Und auf der anderen Seite, wie kannst du es zulassen, Ralf, dass wir uns überhaupt noch treffen? Na gut, ab nächste Woche ist es so vorbei, jedenfalls in Basel-Stadt hier, wir haben neue Bestimmungen. Aber wie kannst du zulassen, dass überhaupt noch Treffen stattfinden? Wir sollten alle zu Hause bleiben, mehr oder weniger. Das ist das einzige Richtige. Look, es geht nicht um richtig und falsch in der ganzen Sache. Man merkt einfach, look, es hat verschiedene Meinungen. Aber ein Teil Menschen haben in ihrem Bemühen, Recht haben zu wollen, vergessen, liebevoll zu sein. Der Apostel Paulus hat mal so ausgedrückt, nun bleiben diese 3, Glaube, Hoffnung und Recht haben. Und das Größte ist unter ihnen, Recht zu haben. Diejenigen, die die Bibel schon kennen, wissen, vielleicht doch nicht ganz richtig. Er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, er hat Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Und der Liebe ist die größte unter ihnen. Leute, stellen wir sicher, wenn wir wütend sind, egal über eine andere Meinung, und was dir angetan worden ist oder sonst was, lassen wir nicht zu, dass die Wut in den ungerechten Zorn rübergeht. Einen ungerechten Zorn, der dein liebloses Verhalten letztlich rechtfertigt. Leute, unser Ziel als Christen ist nicht Recht zu haben. Das ist nicht unser Ziel. War noch nie unser Ziel. Seit Beginn vom Christentum, es war nie das Ziel, Recht zu haben. Unser Ziel ist immer, die Liebe Gottes weiterzugeben. Jesus hat Tische umgeworfen und nicht Menschen. Und was drittes noch, wenn Jesus wütend wurde, interessanterweise liebte und heilte er Menschen in dem gleichen Kontext. Und das passt fast nie nicht zusammen. Das ist irgendwie schräg. Jesus ist wütend und gleichzeitig passieren aber auch Heilungen. Was, glaube ich, Jesus besonders störte und was ihn besonders wütend machte da, war der ganze Handel, das ganze Zeug, was da stattfand. Das fand im Vorhof der Heiden vom Tempelbezirk statt. Und bei dem Vorhof der Heiden, diesem äußerlichen Tempelbezirk, das war ein äußerer großer Hof, der das Heiligtum an sich umgibt. In den Vorhof durften jedermann auch hingehen. Innen drin durften nur Israeliten hingehen. Aber da draußen, da konnten alle Leute von irgendwo herkommen. Es war ein spezieller, einladender Bereich, der da um den Tempel drumherum war. Und wenn du jetzt als Nicht-Jude, als Nicht-Israelite hinkamst, dann erlebtest du in diesem äußeren Bereich einen riesen Jahrmarkt. Ein Geblöke von Tieren, Tauben, Ziegen, alles Mögliche. Der eine schrie hier, der eine schrie da, Geldwechsel, ein riesen Tohuwabohu da draußen. Und du musstest dein Geld da loswerden. Marktschreier und so weiter. Und an dem Ort, wo an sich, diesen offenen, einladenden Bereich, wo auch Menschen, die nicht Juden waren, Hilfe und Anleitung zur Anbetung Gottes
zur Begegnung Gottes erfahren hätten sollen, an dem Ort wurden sie von Strich und Faden ausgenommen. Die wurden einfach ausgenommen. Es war ein riesen Jahrmarkt geworden. Und Jesus ärgert sich darüber. Und dann tut Jesus was in der Geschichte, wo den Händlern und den damaligen Leuten, die damit Geld verdienten, glaube ich, zutiefst entgegengesetzt war. Völlig entgegengesetzt. Und es wird interessanterweise vollkommen unaufgeregt geschildert. Das heißt in dem einen Satz, während er im Tempel kam, kamen Blinde und Lahmen zu ihm und er heilte sie. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Die ganze Aufregung von den Händlern, wo das Sache umgeschmissen worden war, die ist noch nicht ganz abgeklungen und schon kommen auf einmal Lahme und Blinde zu Jesus hin. Und normalerweise saßen Lahme und Blinde am Eingang vom ganzen Tempelbereich. In den äußeren Bezirken saßen die da, die Lahmen und Blinden, die auf Almosen warteten. Und die kommen auf einmal jetzt mitten in den Tempel herein. Leute, die Lahmen und Blinden, das waren nicht die gern gesehenen Gäste in diesem Vorhof. Warum nicht? Weil die hatten nichts. Das war nicht das Zielpublikum von den Händlern. Das waren nicht diejenigen, die anvisierten Kunden mit dem dicken Portemonnaie, wo man wusste, look, wenn die gleich kommen, dann gibt es Geld. Weil die hatten gar nichts. Die hatten nichts. Aber die strömen auf einmal rein. Die nichts geben konnten, kommen auf einmal rein. Interessanterweise, sie kommen erst rein, nachdem Jesus Platz gemacht hat. Jesus macht förmlich Platz dafür, dass Menschen reinkommen können, die sonst überhaupt nicht drinnen willkommen waren. Er hat Raum geschaffen für die, die draußen sind. Und das sind alles Problemfälle. Leute ohne Einkommen, Leute körperlich behindert, Leute am Rand von der Gesellschaft. Und Jesus freut sich über die Problemfälle und heilt sie. Und das reicht Jesus. Look, wütend wie Jesus, was ihn wütend machte, war alles, was den Menschen von der Liebe vom Vater trennte. Und wenn du wütend wirst, und manche werden mehr äußerlich wütend, manche können sich innerlich mehr aufregen, dann lass dir sagen, sündige nicht. Lass sichtbar werden, wes Geistes Kindes du bist. Welcher Geist in dir drin lebt. Und lass uns darüber hinaus wachsen, dass wir zu schnell beleidigt sind, zu schnell verletzt sind, zu schnell darüber wütend werden und in unserem eigenen Namen sogar wütend werden. Und denk dran, wenn du gelegentlich einen Tisch umschmeißen musst, dann lass es dabei. Tu Tische umschmeißen, aber nicht Menschen. Wütend wie Jesus. Unser Ziel ist nicht Recht zu haben, sondern unser Ziel ist, Menschen mit der Liebe Gottes zusammenzubringen. Manchmal muss man dafür sogar was kaputt machen. Eben einsturzgefährdete Häuser oder verhängnisvolle Beziehungen und so weiter, damit Raum und Platz entsteht für Neues. Hey, ich möchte euch wirklich ermutigen dazu. Lasst uns in unserem Alltag, gerade in der Phase, wo wir drin sind, Männer und Frauen sein an den Bürotischen, in Büroräumlichkeiten, in der Schule, wo wir alle tätig sind. Dass wir dafür ringen, etwas aufzubauen, wo das Reich Gottes ist. Wir können Reich Gottes bauen, auch wenn wir uns gerade nicht physisch mehr dann ab nächste Woche treffen können. Wir können wirklich hingehen, unsere Bauklötze holen und sagen, mit dem möchte ich das Reich Gottes bauen, an dem Ort, wo ich bin. Ganz bescheiden fange ich vielleicht an. Einen kleinen Ort, du kannst irgendeinem anrufen, du kannst eine Karte schreiben, du kannst wirklich Sachen umschmeißen, aber dann auch Neues bauen. Ein Reich Gottes bauen, wo du sagst, hey, ich möchte dafür bekannt sein, einen Ort zu machen für Menschen, die jetzt gerade eben Hilfe und ein gutes Wort, vielleicht einfach einen Vers aus der Bibel hören müssen, vielleicht einfach einen Anruf mitbekommen müssen. Es sind kleine Türme, die wir vielleicht momentan bauen können. Aber es sind Reich Gottes Türme. Und wie gesagt, manchmal kann man wütend werden und muss Sachen umschmeißen, damit ein Neues entstehen kann. Ich glaube, in der Phase, wo wir drin sind, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das Gebet umzusetzen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir sind nicht einfach zurückgebunden. Wir können viele kleine Türmchen, Häuser bauen, Reich Gottes bauen, an den Orten, wo wir sind. Und manchmal muss man da voll Energie reinlegen
und anderes umschmeißen, damit das geschehen kann. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich möchte zum Schluss mit uns allen das Vaterunser beten. Das ist so ein Gebet, wo universal auf der ganzen Welt gebetet wird, miteinander. Und ihr dürft das mitbeten, ihr dürft das in eure Maske hinein mitbeten, an dem Ort, wo du stehst. Als gemeinschaftliches Gebet, das beten wir, als Kirche beten wir das. Das ist unser Wunsch. Wir fangen damit an, unser Vater, wir bekennen das, es ist unser Vater, der bereit ist, Tische umzuwerfen, damit Menschen einen neuen Platz finden. Das ist unser Vater, der sich aufregt, wenn Menschen schlecht behandelt werden. Und deswegen folgen wir ihm. Und das ist unser Vater, der Platz macht für Heilung und der neue Räume schafft, damit Menschen wirklich in Heim, Glaube, Hoffnung und Liebe erleben dürfen. Und das ist unser Gebet. Und du kannst dich mit einklinken und sagen, ja, das bete ich mit. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.